Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Ja Leute, diesmal zum Bundesliga-Spiel zu Hause gegen den ersten FC Kölle. Ja, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, gebt dem Video einen Daumen, abonniert den Kanal, ist völlig kostenlos auf YouTube und damit unterstützt ihr diesen Kanal. Wenn euch das nicht gefällt, was ihr seht, gebt auch gerne einen Daumen nach unten, ist gar kein Thema, Leute. Und damit gehen wir rein. Ich denke dafür, dass das Spiel zwischen den beiden Champions League Spielen gegen Arsenal ist, war die Leistung völlig okay. Kleiner Wermutstropfen, natürlich die Verletzung von King. Das sieht nicht gut aus, er wird nicht spielen können, gehe ich fest von aus. Ich habe es dem Taktikfuchs vorhergesagt. Es macht keinen Sinn, King aufzustellen, weil er super verletzungsanfällig ist, wenn schon Gnabry weg ist. Dadurch ist die Option halt weg auch für Arsenal, ne? Aber gut, bleiben wir erstmal bei dem Spiel. Ich denke, ja, wir haben ein bisschen gebraucht, um uns zu finden halt, ne? Keine Frage. King und Müller unterirdisch. Die erste halbe Stunde wirklich katastrophal, was da alles vertändelt wurde an Bälle. Umso länger das Spiel ging, umso besser wurden wir, ne? Da hat man gemerkt, so, wir sind ein bisschen heißer. Taylor hat ein super starkes Spiel gemacht. Zweite Halbzeit haben wir die Kölner klar dominiert. Man hatte nie das Gefühl, dass jetzt irgendwie was anbrennen würde. Es sei denn, Opa schenkt einen Ball her. Ja, damit hat Opa auch wieder bewiesen, dass das Thema bei uns leider durch ist. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ansonsten, wie gesagt, von der Leistung her war es völlig okay dafür, dass es ein Spiel ist, was zwischen beiden entscheidenden Champions League Spielen ist. Ja, die Kölner haben gut auf die Socken gegeben, aber wir haben ganz gut dagegen gehalten, fand ich. Und nochmal, ich fand die Leistung wirklich okay. Ne? Man darf die Umstände nicht vergessen halt. Ich habe einen Fingerabdruck auf der Brille. War nervig. Man darf die Umstände halt nicht vergessen und dafür war es echt eine gute Leistung in meinen Augen. Der eine oder andere, ja, der war nicht ganz so. Aber da gehen wir gleich in der Spielerbenotung mal drauf ein. Vom Spiel her, wie gesagt, die erste halbe Stunde war offen. Haben wir gesehen, auch Köln hatte drei gute Chancen. Gerade die Anfangsphase war Köln sogar ein bisschen dominanter und hatte mehr Chancen wie wir. Aber umso länger das Spiel ging, umso mehr Chancen haben wir uns erarbeitet. Dadurch haben wir wieder mehr Selbstvertrauen bekommen, wieder mehr Glauben an uns. Ja, und dass Müller zum Schluss da das Tor macht, ist eben, was ihn notentechnisch gerettet hat. Aber da kommen wir gleich drauf, wenn wir auf die Noten gehen. Gut, gehen wir erstmal rein in die Statistiken zum Spiel. Sollten eine klare Sprache sprechen. 2:0, Ballbesitz, wir sehen es 69, 31, Abseits 3:2, Fouls 3:15. Trotzdem, wir sehen Zweikampfquote von 60:40. Weil natürlich auch ein gewonnenes Dribbling als Zweikampf zählt. Schüsse aufs Tor 6:5, Schüsse insgesamt 16:11, Ecken 5:5, angekommene Pässe 613:239, Flanken 21:20. Schüsse insgesamt Guerrero 2, Tell 2, Müller 1, Torschussvorlagen Kimmich 1. Gewonnene Zweikämpfe Kimmich 7, De Ligt 6, Mazraoui 5. Ballkontakte 124 Kimmich, 116 Dyer, 75 Pavlovic. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein in die Benotung. Ne? Zum Spiel gibt's halt nicht so viel zu sagen diesmal. Wie gesagt, war eine gute Vorstellung, eine souveräne Vorstellung. Ja, dafür, dass es zwischen beiden Spielen ist, fand ich echt okay. Ich nehme mal Thomas Tuchel hier stellvertretend fürs Trainerteam. Die erste Ausstellung hat natürlich auch noch Tuchel gemacht. Für mich absolute Katastrophe, dass man King aufgestellt hat. Ja, ich habe es dem Taktikfuchs argumentiert, warum ich ihn nicht aufstellen würde. Wir wissen es alle. Wir wissen es alle. King ist super verletzungsanfällig. Und warum muss ich ihn dann in einem Spiel wie gegen Köln, wo es ja, um was geht es für uns? Ja, oder um den 4. Platz irgendwie abzusichern. Keine Ahnung, warum man dann auch noch einen Musiala reingeworfen hat, dann von den Co-Trainer-Seite und nicht einen Brian. Warum man Brian wieder komplett ignoriert hat. Geht genauso wenig in meinen Schädel rein, wie die gesamte Hinrunde, wo man Pavlovic ignoriert hat. Note, ja, so war es okay, ne? Geben wir Note 3-, wenn ihr wollt. Wie gesagt, diese King-Geschichte, ja. War leider absehbar in meinen Augen.
Ole hat es gut gemacht. Ole sehe ich heute bei Note 2. War komplett souverän. Ja, hat uns am Anfang sogar ein bisschen im Spiel gehalten, wobei man sagen muss, die Bälle, die kamen, muss man auch halten. Aber gerade zweite Halbzeit, dann gerade Schlussphase, wo Köln nochmal alles reingeballert hat, hat er 1, 2 Flankensäcke runtergepflückt. Ole war gut heute, Note 2 von mir. Jo. Eric Dyer, ja, ich denke, man hat es gesehen dann, gerade in der Dreierkette, die wir dann zum Ende hin gespielt haben. Super erfahren, super ruhig. Wie gesagt, immer die Anweisungen angeben, immer an die Abwehr am Führen. Für mich auch ein gutes Spiel gemacht. Für mich eine gute 3. Ja. Gut, dann kommen wir zu De Ligt. De Ligt ähnlich wie Dyer. Ja, hat wieder sehr gut die Seite zugemacht, gerade auch wenn Kimmich da mal ein bisschen Probleme hatte, was relativ selten war. Aber wenn, war er da. Hat einmal auch sehr gut geklärt und dann hat man auch gesehen, dieses Zusammenhalt, dann gleich so das Abklatschen mit dem Airbag und so. Das ist einfach das Duo, was bei uns aktuell am besten zusammenpasst und harmoniert. Note würde ich auch De Ligt heute bei einer guten 3 sehen. Gut, damit kommen wir schon zu Mazraoui. Hat auch ein gutes Spiel gemacht, fand ich. War okay, ne, dafür, dass die ungewohnte Seite ist, auch wenn er es in der Nationalmannschaft schon öfter mal gespielt hat. War jetzt nicht so akzentstark nach vorne, wie es auf der rechten Seite oft ist. Ansonsten war es okay. Ja, er hat sich halt ein bisschen Spielpraxis geholt. Was waren es, 60 Minuten oder was? Muss ich mal gucken, bevor ich Mist erzähle. Ja, 62 sogar. War okay, ich bin sehr gespannt, ob er es wird oder Guerrero im Rückspiel gegen Arsenal. Hat einen ordentlichen Job gemacht, Note 3 für mich. Gut, damit kommen wir zum Kimmich. Da muss ich erstmal umswitchen, weil der Kimmich natürlich hier noch in der Offensive ist und nicht im defensiven Part. Kimmich für mich heute auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Ja, gerade auch vorne, wenn was ging, war oft Kimmich beteiligt. Mit einer guten Flanke oder mit einer guten Einleitung. Hinten hat er nichts anbrennen lassen. Ja, hat 1, 2, 3 Ecken verschuldet, aber das lässt sich nicht vermeiden als Außenverteidiger. Hat sonst kann ich mich nicht daran erinnern, dass er irgendwie mal einen Gegenspieler durchgelassen hat und es wäre eine Flanke gekommen. Von daher auch Kimmich für mich eine gute 3 heute. Gut, damit kommen wir zu Guerrero. Sofern ich ihn hier finde, wie immer, ne? Guerrero hat für mich auf jeden Fall, am Anfang hat er es ein bisschen schwieriger gehabt, fand ich. Ist schwer reingekommen. Ja gut, den habe ich unter Abwehr, war Linksverteidiger eigentlich. Ist schwer reingekommen. Umso länger das Spiel ging, umso besser wurde er. Hat natürlich heute auf der 6er-Position gespielt. War nicht ganz so auffällig am Anfang. Dann das Riesending, erste Halbzeit, ja gut, das musst du machen. Hat natürlich stark gehalten, der Kölner Torwart hat heute einen Sahnetag wieder gehabt, wie immer die Torhüter gegen uns. Dann der Weitschuss war natürlich eine Bombe. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber auch ansonsten war er dann besser im Spiel. Ja, also auch er, gerade an ihm kann man das festmachen, wie die gesamte Mannschaft, umso länger das Spiel ging, umso besser kamen wir rein. Auch da für mich eine gute 3. Gut, damit kommen wir zum Pechvogel, King. Ja, King war, habe ich ja gerade schon gesagt, für mich Anfangsphase super schwach, super schlecht. Auch Müller super schlecht über die rechte Seite. Das war wirklich katastrophal. Der Einzige, der da geliefert hat, war der Kimmich. Wir haben dann auch sehr viel über die linke Seite gespielt, über den Tell. Aber auch da, umso länger das Spiel ging, so die letzte Viertelstunde dann, so nach 30 Minuten, so die letzte Viertelstunde war King dann echt gut im Spiel in der ersten Halbzeit. Auch Müller war einen Tacken besser. Ja, dann ist leider das passiert, was leider zu erwarten war. Ja, leider Gottes. Natürlich gute Besserung für King. Note, ja, keine Ahnung. Ich würde ihn bei einer schwachen 3 sehen oder bei einer guten 4. Ja. Hat wirklich eine lange Zeit gebraucht, um wirklich reinzukommen. Seine Flanken waren Katastrophe leider, aber er hat dann geackert, hat sich reingebissen, ist auch mal dann ins Dribbling gegangen und so weiter. Das war dann schon echt okay. Ne? Ja, damit kommen wir zu Tell. Tell für mich heute bockstarkes Spiel gemacht. Ja, ein bisschen Pech gehabt mit dem Pfostenschuss.
Auch mit der einen oder anderen Schusschance noch. Einmal hat Harry Kane ihn halt komplett ignoriert. Harry Kane hätte einfach den Ball reinlegen müssen, dann hätte er den reingemacht, meiner Meinung nach. Dafür hat Taylor, hat er sich dann revanchiert. In der zweiten Halbzeit war ähnlich spitzer Winkel wie Harry Kane in der ersten Halbzeit. Hat er auch Harry ignoriert. So ist das halt unter Stürmern. Aber ansonsten geackert, gemacht, getan, ob es linke Seite war oder zweite Halbzeit dann rechte Seite. Was mir heute sehr gut gefallen hat beim Tell war, dass er auch defensiv richtig mitgegangen ist. Ja. Das ist in die letzten Spiele ein bisschen abgegangen, habe ich ja auch kritisiert. Ansonsten bockstarkes Spiel für mich und ja, eigentlich eine 2, aber ich gehe auch auf eine gute 3. Aber man kann auch eine 2 minus geben. Könnt ihr euch aussuchen. Ich will ihn jetzt aber nicht irgendwie, nur weil ich ihn besonders mag, da so ein bisschen rausstellen. Dann kommen wir zum Pavlovic. Der hatte dasselbe wegen King auch, ja. Hat schwer gehabt, reinzukommen. So, die ersten 20 Minuten waren nicht so stark. Waren jetzt nicht schlecht. Aber er war weniger eingebunden wie sonst. Hat ein bisschen gebraucht. Ja, ist aber auch verständlich nach so einer Verletzung. Danach, ja, der abgebrühte alte Hase, der er nicht ist, ja, hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn er mal gepresst wurde, hat super Bälle wieder verteilt, hat super oft einen Kimmich sehr gut eingesetzt, hat alles versucht, hat mir sehr gut gefallen, auch da gehe ich auf eine gute 3 rein. Ihr seht schon, heute ist viel einheitsmäßig, aber ja, es war auch eine mannschaftliche Leistung heute, wie ich fand. Das hat mir persönlich gut gefallen. Dann kommen wir zu Müller. Bei Müller gehe ich, sage ich schon mal vorweg, gleich auf eine 3 minus. Ja, nicht eine gute 3. Müller war für mich unterirdisch. Hat ganz, ganz viele Bälle gerade in der ersten halben Stunde verloren, vertändelt. Vor allen Dingen dann spielt er einen schlechten Ball und gleich dahinterher macht er gleich irgendwelche Anweisungen an seine Mitspieler. Das war zum Kotzen, Alter. Ja, das war zum Kotzen. Sorry. Das Einzige, was Thomas heute gerettet hat, war sein Tor. Ja, das ist, was Thomas kann. Da hat er einen Riecher für, dass er da hingeht. Jeder andere Spieler hätte das schon lange abgewunken, wäre da gar nicht mehr hingelaufen. Müller läuft dahin und dann hat er auch die Qualität, die Erfahrung, die Ruhe und schiebt den Ball da rein. Ja, wäre dann Lieber gewesen, hätten wir wahrscheinlich neben das Tor gesetzt. Von daher für mich eine 3 minus. Ansonsten hätte ich Müller heute bei einer 4 minus gesehen. Ja. Dann kommen wir zu Harry Kane. Harry Kane. Erste Halbzeit, ordentliches Spiel. Er muss einen machen. Er hat 3 Dinger gehabt, er muss einen. Mit seiner Qualität muss er einen machen, meiner Meinung nach. Ja. Zweite Halbzeit war er nicht mehr so eingebunden ins Spiel, hat sich dann auch erste Halbzeit sich schon auffallen lassen, aber zweite Halbzeit, gerade wenn Köln dann noch mal gedrückt hat, die Schlussphase, war er mehr im eigenen 16er und hat die Bälle dann noch rausgeköpft. Hat geackert, gerackert, wie immer. Ich sehe ihn bei einer 3 heute einfach unter der Prämisse, für mich muss er einen machen von den Dingern, die er hatte. Ja, das waren jetzt alle keine 1000-prozentigen oder sowas. Aber mit der Qualität, die ein Harry Kane hat, kann man schon mal einen machen. Ja, von daher für mich heute, was heißt nur, eine Note 3 ist ja auch völlig fein. Ja. Da kommen wir nochmal dazu, für mich eine absolute Mannschaftsleistung heute. Ja, wir waren mannschaftlich die erste 20 Minuten schlecht bis Mittel, haben uns dann immer weiter gesteigert. So nach 30 Minuten waren wir dann richtig im Spiel drinne. Das war schon echt okay. Gut, gehen wir noch kurz die Einwechselspieler durch. Angefangen natürlich mit Jamal für Coman in der 51. Super schwacher Einstieg von Jamal. Ganz, ganz viele Bälle wieder idiotischerweise festgedribbelt und verloren. Gegen Ende hin war es ein bisschen besser. So die letzten 10 Minuten hat er ja auch 1, 2 Dinger gehabt. Ja, das ist, was wir zu Jamal sagen können. Benotung machen wir nicht. Alphonso Davies dann in der 62. Reingekommen. Wenn man gesehen hat die Mara auch gesagt, wenn man gesehen hat, wie er sich gefreut hat bei dem Tor, hat man nicht das Gefühl, dass er unbedingt aus München weg will. War engagiert, hat sich reingehauen. Trotz alledem haben wir gesehen, nochmal an alle, die immer Speed in den Vordergrund stellen. Der ganze Speed hatte nichts gebracht. 2-mal kam Köln über die Seite, 2-mal konnten sie den Ball reinflanken. Ja,
dann kommen wir natürlich zum nächsten Kracher, Upamecano. Ich mag Upa sehr. Ich habe mich riesig gefreut, als er zu uns gekommen ist. Man muss jetzt langsam konstellieren, ähnlich wie beim Sané oder wie beim King, wo 15 gute Spiele die Saison nicht reichen. Beim King, der Minimum 1/3, meistens mehr pro Saison verletzt ist. Für diese Gehälter, die kassieren, ist das nicht Bayern-like. Und wenn wir heute gesehen haben, was Upa da für ein Ding gemacht hat gegen Köln, wir reden über Köln, es war jetzt kein Champions-League-Spiel, wo irgendwie der Mega-Druck auf dem Kessel ist, dass man sagen kann, da können schon mal die Nerven versagen oder sowas. Nein, das war heute ein ganz normales Bundesligaspiel, wo wir 1-0 geführt haben gegen den ersten FC Köln. Und dann hast du so einen Aussetzer. Also das hat ihn für jegliche Einsätze in der restlichen Saison disqualifiziert. Feierabend. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Das tut mir super leid. Ich mag ihn als Spielertypen, als Menschen super sympathischer Mensch. Aber sportlich hat sich disqualifiziert für diese Saison. Sorry, Leute. Ja, vielleicht ein neuer Trainer, der ihn in den Griff kriegt. Vielleicht nochmal, ich meine, er arbeitet schon mit einem Psychologen, vielleicht da weiterarbeiten. Ansonsten wird das nicht für den FC Bayern reichen. Sorry, Opa. Ja, dann kommen wir zu Leon Goretzka, den ich nicht wirklich wahrgenommen habe. Da habe ich heute wieder irgendwie einen blinden Fleck gehabt. Ich habe ihn irgendwie 2 Minuten vor Ende mal einmal wahrgenommen. Die Mara sagte dann, dass er nochmal eine Flanke hatte vorher. Okay, war dann 15 Minuten auf dem Feld, hat ein bisschen ausgelaufen oder was. Ich persönlich habe ihn nicht wahrgenommen. Ich habe jetzt nichts Besonderes Gutes oder Negatives gesehen vom Leon. Und damit kommen wir zum letzten, Conny Leimer, der zusammen mit Leon reinkam. Conny hat mal ein bisschen mehr wahrgenommen. Einmal negativ, ansonsten ja, hat er geackert, gerackert, verbissen. Ja, das, was man erwarten kann. Und damit sind wir durch, Leute. Das ist heute hier eine kurze Nummer. Es war eine ordentliche Leistung, wenn man in Anbetracht der letzten Leistungen sieht, dass wir uns jetzt nicht da die 130% reinwerfen, wenn wir Mittwoch gegen Arsenal spielen, war auch klar. Und von daher war es okay, ne? Und natürlich ein verdientes 2-0. Ich denke, da sind wir uns einig. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Genießt den Sonntag. Und wer Bock hat, ja, Montag 18:30 Livestream, live auf YouTube und Twitch. Und dann werfen wir mal einen Blick auf Arsenal, wie die Stimmung so unter euch ist, ne? In diesem Sinne, Leute, an dieser Stelle wie immer vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.